Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play oder zu der Fortsetzung von der F1-Karriere. Jetzt hier in F1 2018. Wir sind bereits schon im Game inne und sind schon bei der Teamauswahl. Ich habe ja am Ende von der 2017er-Karriere gesagt, wir starten mit McLaren Honda in die neue Season rein, weil die uns nämlich die Championship versprochen haben. Jetzt gibt es schon einen kleinen Punkt, was man McLaren nicht verraten hat. Nämlich, dass sie 2018 nicht mehr mit Honda werden fahren. Die haben nämlich Renault-Motoren. Ich habe es voll vergessen, ich habe gemeint, sie sind erst 2019 mit Renault-Motoren unterwegs gewesen. Nein, es war tatsächlich schon 2018 gewesen, wo sie mit den Renault-Motoren unterwegs waren. Und wir haben das Teamkollege, der Fernando Alonso. Und wir gehen jetzt so kurz die Einstellungen durch, wie wir werden fahren. Und zwar, wir nehmen wieder ein kurzes Qualifying. Wir tun ein kurzes Training machen, oder beziehungsweise schon jetzt komplettes Training. Ich will aber eigentlich in der Regel nur eine Trainingssession fahren, wenn überhaupt. Die nehme ich aber wieder nicht auf. Die wird dann einfach, ich tue dann einfach kurz im Qualifying ein bisschen erklären, was passiert ist, wenn etwas Spannendes passiert ist. Wir machen ein 25% Rennen, die Einführungsrunde lassen wir raus, weil ist eigentlich in der Regel immer relativ unnötig. Und KI stelle ich jetzt einfach einmal auf 98, würde ich sagen. Oder machen wir 99. Nicht ganz 100, machen wir 99. Ich fahre ja eben F1 18 oder F1 2018 momentan noch in der Coop-Season. Mit dem Simi, falls ihr das Let's Play noch nicht gesehen habt, dann checkt gerne meinen Kanal aus. Oder ich tue es euch jetzt hier über mir, da oben dran, kommt jetzt so ein I, das aufploppt, hoffentlich. Und dann könnt ihr auch dort aufs erste Rennen gehen. Checkt es gerne aus, wie dort fahren wir. Jetzt mit der KI von 101. Dann denke ich, 99 ist okay. Und ja, wir gehen weiter. Beziehungsweise, nein, da noch kurz durchgehen, Rückblenden, fetzen wir raus, lassen wir mal weg. Dann haben wir Parkvermehrregeln natürlich drin. Safety Car tun wir natürlich rein. Autoschaden nehmen wir natürlich auch rein. Einfach komplett nicht Simulation, einfach normaler Autoschaden. Kurvenschneider lassen wir einfach auf regulär. Und Rennbeginn manuell, das heisst, ich muss die Kupplung schaffen dann. Und was haben wir da? Zeitbegrenzung für Interviews. Gibt es Interviews? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, gibt Interviews anscheinend. Voll vergessen. Oberfläche und innen Simulation vom Reifentemperatur ist das, glaube ich, genau. Dann nachher da haben wir eigentlich alles ausgeschaltet. Also Bremsassistent, Antiblockierer, Traktionskontrolle, Ideallinie, alles ausgeschaltet. Schaltung kann ich einfach immer nach Empfehlung, weil bin ich immer so froh, wenn ich so ein bisschen einen Richtwert habe, auch wenn man sich eigentlich gar nicht auf das verlässt. Aber gleich, besser als nichts. Boxenstopp-Assistent, also wenn ich in die Pits reinfahre, muss ich selber den Limiter reinfetzen. Beim Rausfahren aus der Box, also nachdem ich die Reifen bei mir draufgesteckt habe, muss ich die Kupplung nicht ziehen, das macht das selber. Finde ich immer ein bisschen unnötig, dass es drin ist, aber ich kann es gerne raus, beziehungsweise dass es automatisch macht. Und ERS-Modus tun wir auf manuell machen. Das heisst, ich muss das selber dann umstellen und managen. Finde ich auch viel besser als automatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann legen wir los. Wir gehen nach Australien. Danke fürs Vorbeischauen. Du willst bestimmt so schnell wie möglich auf die Strecke. Es war ein harter Weg in die Formel 1. Gratulation. Aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Das ist Claire, Motorsportjournalistin. Schön. Ich bin einfach schon 2 Saisons in der Formel 1, aber egal. Nicht mehr los. Sie hatten ja eine ziemlich ordentliche Junior-Karriere. Wie fühlen Sie sich nach dem Aufstieg in die Formel 1? Meinen Sie, Sie haben das Zeug dazu? Warten wir doch mit den Fragen bis zum eigentlichen Interview. Sobald es etwas Action auf der Strecke gegeben hat, habt ihr sicher auch mehr Gesprächsstoff. Wie sehe es zum Beispiel nach FP1 aus? Das passt mir gut. Ich schnapp sie mir, sobald sie durchs Ziel kommen. Denk daran, dass deine Aussagen in den Medien dein Verhältnis zum Team beeinflussen. Sei also vorsichtig. Jetzt ist es aber erstmal an der Zeit, dich mit Karl zu treffen. Er wartet im Rechenzentrum. Viel Glück da draußen. Willkommen im Rechenzentrum. Hier haben wir Zugriff auf alle Informationen, wie etwa Wagentelemetrie, Wetter, Rundenzeiten, Reifenabnutzung und so weiter. Und eine direkte Verbindung zur Fabrik haben wir auch. Wir können also jederzeit mit dem Team dort kommunizieren.
Du solltest uns regelmäßig über Schwachstellen deines Wagens informieren, damit wir unsere Ressourcen möglichst effizient verteilen können. Je besser das läuft, desto schneller dein Auto. Der Aufwand lohnt sich also. Eine tolle Saison. Oh, und lass uns gut aussehen, okay? Okay. Willkommen bei deinem Der Fernando dort hinten. McLaren ist Also jetzt hätte ich einfach mal schnell kurz trainieren, weil das die da verlabern, das ist eigentlich völlig egal. Ja, ich habe mich so ein bisschen schmunzeln, wo er gesagt hat, eben, je besser das zusammenarbeiten, desto schneller das Auto und so. Ja, ich weiß, wir wissen ja alle auch, wie 2018-Saison bei McLaren rausgekommen ist. Und ja. Ja, es ist alles ein bisschen so ein bisschen so. Ja, weiß auch nicht. Egal. Wir machen jetzt auch mal weiter da. Habe ich gar nicht gesehen, dass es da so eine Kamera ist. Bewegt sich die auch? Fährt die hin und her? Ich glaube es nicht, die dort. Nein, die steht einfach nur so dort. Die bewegt sich nicht. Aber cool. Irgendwie, also ich hatte das alles gar nicht im Kopf gehabt. Auch Interviews habe ich nicht gewusst, dass die 2018 erst mal eingeführt worden sind. Aber egal. So, eben wie gesagt, ich mache jetzt das erste Training und wir würden uns dann nachher einfach wieder im Qualifying sehen. Und dann nachher natürlich auch im Rennen. Und dann legen wir los. Let's go. So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Ich bin das Training gefahren und das ist sogar relativ erfolgreich, würde ich sagen. Ich darf einfach nicht vergessen, dass ich noch Entwicklungen mache, bevor das Rennen losgeht. Einfach, dass ich etwas in Auftrag gegeben habe. Weil ich konnte recht gute Ressourcenpunkte sammeln. Ich bin auf P4 gelandet in der Qualifying-Simulation, also ist eigentlich wirklich okay gewesen. Ich hatte sogar einen DRS-Fehler, ich konnte den Flügel nicht auftun. Aber wie wir alle wissen, ist KI im Qualifying wesentlich stärker als in den Trainingseinheiten. Darum bin ich jetzt mal gespannt, wo ich lande, vor allem mit der KI auf 99 runter. Und ich würde sagen, wir legen gerade los, wir fahren gerade raus, fetzen den Ultrasoft drauf und legen los, let's go. Also, Pole wird es definitiv nicht, weil der Sepp hat mich gejagt um den Circuit um jetzt. Holy shit, der hat mich gejagt. Wir gehen in die Box rein, wir schauen mal, was ich da für eine Zeit kann machen oder gemacht habe, besser gesagt. Also der Sepp, der ist unglaublich schnell jetzt gerade. Holy shit. So, also er hat auch Pole gemacht bis jetzt, oder vorübergehende Pole 1,22. Crazy, 1,22,6. Ich glaube, Simi und bei mir in der Coop sind wir irgendwie so bei 1,23 rum gewesen. Das ist ja nochmal 4 Zehntel schneller. Und ich bin fast 1,1 Sekunden weg. Bin aber immer noch auf P5, muss ich sagen. Wobei ist der Stoffel auch schon, der Alonso auch schon gefahren. Nein, der ist schon gar keine Zeit gefahren. Unser Teammate ist so unsere Benchmark, die wir halt einfach anschauen müssen. Aber es sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Aber der Sepp war abnormal schnell gewesen. Holy shit, er ist sogar 5,5 Zehntel fast schneller als der Ricciardo. Wobei beide Mercedes sind noch nicht gefahren. Ich glaube, sie probieren noch mal einen Run. Warte jetzt aber noch schnell kurz zu bis Ende Session. Und versuchen dann noch mal einen Run zu machen. Aber der Sepp ist nicht schlecht unterwegs. Holy shit. So, let's go. Gehen wir auf den letzten Run. 3 Zehntel haben wir jetzt aber noch rausgeholt. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Scheiße, ich habe Corner Cut gemacht und habe dann nachher eigentlich abbrechen. Ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nicht mehr so schnell fahren und der ist ein bisschen schlipperig geworden. Egal.
Egal. Ich glaube, es bleibt beim PC. Aber ich glaube, so etwa 3,5 Zettel haben wir nochmal rausgeholt. Das war eigentlich noch so schlecht gewesen. Fuck, der Alonso war schon mal schneller. 2 Zettel. Das ist sehr bitter, sehr schlecht auch für uns. Gut, dann haben wir ein paar Updates drin. Wenn wir jetzt die alle machen würden wir eigentlich so bei Hase einsteigen. Ja, natürlich nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, ja, dann gehen wir mal ins erste Rennen rein. Let's go. Herzlich willkommen an der Startaufstellung. Wir starten ja von P13. Ich glaube, dort haben wir uns auch qualifiziert, weil wir jetzt irgendwie etwas gut gemacht haben. Wir schauen schnell die Rennstrategie rein. Wir gehen in Runde 6 in Pits, holen uns dann nachher den Supersoft-Reifen, legen los mit dem Ultrasoft. Wir nehmen sprittechnisch mal etwas auf ja, 16,5 auch wieder mit. Ich nehme immer gerne hier mal ein bisschen mehr mit, dass wir ja, wo noch ein bisschen mit Feckmisch am Start fahren, weil am Start ist KI tendenziell ein bisschen schwächer und dann profitieren wir auch so gerne ein bisschen von Positionen. Ist jetzt halt ein bisschen das Game, das wir ausnutzen, blöd gesagt, aber egal. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Hoffen wir auf ein sauberes Rennen, ohne gross Damage, was auch immer. Und ja, let's go. Okay, ein Start gewesen. Oh, hatte ich ein bisschen Mikro-Legs drin gerade. Hülkenberg Ocon da vorne. Halten uns so gerade ein bisschen auf. That's a good start. Keep it up. So, sind wir mal am Teammate vorbei. Jetzt verbrauchen wir mal ein bisschen ERS. Oh, Alonso extrem zurückgeht. So, schön, haben wir uns neben der Ocon positionieren. Sehr schön. So wie es aussieht, ist der Sepp auf P1 noch. Hat ja auch im 2017 Championship gewonnen. Zeigen wir uns mal beim Hülkenberg, sagen so, hey Kollege, mach mal Platz, wir wollen hier eigentlich gerne vorbei. Some information on Vettel. They're slowing down. Oh shit! Like there's some kind of problem with their car. Oh bitter! So guter Vorsprung und irgendwie ein Problem und wird langsamer. Das ist natürlich gut, er drückt ein bisschen das Feld zusammen. Ah nein, das ist gar nicht der Vettel, das ist der Kimi. Vettel ist da vorne. Oh, bitter. Oh, was hat denn der Sepp für einen schlechten Start gehabt? Oder ist gar nicht der Sepp von Pole gestartet? Ich weiss es leider nicht, ehrlich gesagt. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead. Oh, Verstappen ist am Sepp vorbei. Ich bin fast in die Hülke rein. Ja, jetzt ist natürlich der Ocon wieder da. Oh ja, jetzt sind wir auch ein bisschen alt aus vielleicht. Oh, ich muss unbedingt am Hülke vorbei, beziehungsweise wir müssen alle unbedingt am Sepp vorbei. Weil der haltet uns brutal auf. Oh!
Oh, was macht der Hülk? Was macht der Hülk? Oh, was macht der Hülkenberg? Alter Schwede. Aber dass der Vettel also kämpft. Mit einem defekten Wagen. Und dann auch Asi. Dive wir rein! Okay, good work. Great pass. Wow. Also was jetzt der Hülkenberg gemacht hat, keine Be Ahnung. on the super softs. Oh, Bremspunkt ein bisschen verpasst. Wow, okay. So, let's go, let's go, let's go. Hat es einen kleinen Frontflügel drauf mehr oder ein bisschen stärker? It's it now. Ich habe das Gefühl, mit den etwas schlechteren Reifen bin ich froh, wenn ich ein bisschen mehr Abtrieb vorne habe. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Oh, verschaltet. Schon wieder DRS-Fehler. Fuck you. Oh, VSC. Stay out. We can work on a fix remotely. Caution, caution. The virtual safety Ja, car jetzt is habe ich ein out. bisschen abbremst. Reduce speed and maintain a positive delta. Ich will schnell alles abschrauben hier. Wieso VSC? Ah, Gasly, okay. Das war, glaube ich, das erste Jahr mit VSC, bin mir nicht sicher. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Gap to car in front Hülkenberg is schnell. 7.1 seconds. Schon wieder geil? Hey, wer ist das dort? Ist das ein Gasly gewesen? Ist der immer noch dort? Und ist aber das VSC schon durch? Hä? Oh, Hülkenberg kommt. Oh, da wird er einfach zutun. Ein bisschen berührt gehabt, ist plötzlich ein bisschen langsam Nice work, umgekurven that worden. brings you up a place. Ah, der Schatten dort in diesem Turn ist ein bisschen blöd. Ich sehe den Apex fast nicht. Oh, Hülkenberg. Scheiße! Oh, Kollision mit dem Hülk! We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down. Scheiße! Alright, so we've been looking at the damage and we think you should be okay to Ah, ich habe mich ein bisschen Just verbremst. a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Fuck, der hat es schon gekostet. Hätte ich nicht mehr holen. Ah, ich habe mich dort ein bisschen verbremst und habe wieder rein, aber dass der Hülkenberg auch nicht ausgewichen ist, sondern einfach stur seine Linie wieder gefahren ist. Gap to the car in front is 4.4 seconds. Ja, vielleicht jetzt nochmal ein Ausfall. Okay, some information on Perez. They're slowing down. Oh, Perez wird langsamer. Let's go. Problem with their car. This is your final lap of the race. Geil vor mir. Perez wird sehr langsam, das sind noch Chancen auf Punkte. Caution, caution.
Wir sind in den Punkt, okay. Green flag. Jetzt muss ich mit ERS spielen. Das wird schwierig. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Wow, der sehe ich. Alter. Also bitte, was ist das? Macht mir keinen Platz, wirklich nicht. Er hat mir keinen Platz gemacht. Ich bin ja noch rechts von ihm und der drückt mich fast an die Wand durch. Was ist jetzt das bitte gewesen? Okay, es sollte lange. Ja, lange. Immerhin noch Punkte, aber was ist das gewesen am Schluss jetzt mit dem Grosjean, bitte? Okay, pick up rubber and bring it Er ist vor mir, gewesen, links, und ich bin noch rechts versetzt gewesen zu ihm. Und er drückt mich fast an die Wand rauf. Also, verstehe ich jetzt auch nicht. Und dann bin ich so neu hinter ihm gewesen, eingehängt und wo er angepresst hat, bin ich schon im Getriebe hineingehockt. Ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen Oh, Kimi hat gewonnen. Ich denke, Let's die go. Konstanz war heute. Da kommen sie also und steigen aufs Und Podium. Bottas Egal, und wo man hin- Verstappen. Dann sehen wir einmal Schauen wir nach, gleich auf das welche ganze Auswirkungen Board drauf. dieses Resultat auf die Wir haben Weltmeisterschaft den Kimi hat. Bottas, Räikkönen übernimmt die Verstappen, Führung in der Ricciardo Fahrerwelt. Hamilton, recht hinterkehrt mit seinem Stefan, wer war Motorproblem. dein Fahrer des Der Tages? Magnussen auf Ich würde sagen, P6. Markus Eriksson. Hülkenberg, dort sind wir gewesen, eigentlich. Also P7 hätte ich nicht den Fehler gemacht dort und der Hülkenberg hätte mich nicht getatscht. Und so sieht es in der Ah, Konstrukteurs- bitter, aber gleich, wir haben noch einen Punkt geholt. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und jetzt gibt es Interview. Genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Ah, okay, Du historische kannst Autos Ende gibt es des auch wieder, Wochenendes gell? stehen, Schauen wir wo natürlich du den daran auch drin teilnehmen rein. willst. Und ja, da würde ich mal sagen, ist es mal gewesen. Wir sind jetzt mal auf P10 in der Fahrerweltmeisterschaft, auf P7 mit McLaren in der Konstrukteurweltmeisterschaft. Und ja, das nächste Rennen ist dann Bahrain. Ist jetzt echt ein Herzrennen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ja 20 Rennen gewesen in dieser Saison. Kann das sein? 20 Rennen sind da gewesen. Okay. Ja, ich würde mal behaupten, das historische Rennen machen wir in der nächsten Episode, weil sonst wird die da zu lang. Ich könnte es aber auch überspringen, aber wir fahren hier gleich. Schau, Frankreich, Ferrari, wäre schon geil. Wir machen wahrscheinlich das. Aber ich würde sagen, das sehen wir das in der nächsten Episode, wenn wir dann nach Bahrain gehen, zum nächsten Grand Prix. Und falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, ihr mit dem sehr, sehr supporten. Und dann würden wir uns dann wieder am nächsten Grand Prix sehen in Bahrain. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut. Ciao.